Zusammenspiel von Licht und Schatten bildet der Frieden der Natur die letzte Ruhestätte unserer engsten Geliebten, die in den ewigen Schlaf gesunken sind. Indem wir uns an sie erinnern, schützen wir sie vor dem Fortgehen in die dunkle Vergessenheit, weil nur erinnerte Vergangenheit als Gegenwart und Zukunft existieren kann. Zu erinnern, das bedeutet, erhalten zu bleiben. Der Varaždiner Friedhof hat seit seiner Erbauung gegen Ende des 18. Jahrhunderts die örtliche Geschichte und die kulturelle Identität der Stadt miterlebt. Der Friedhof wurde im Jahre 2003 Mitglied der Vereinigung bedeutender europäischer Friedhöfe und gilt als einer von Europas schönsten Friedhöfen. Lassen Sie uns einen Blick auf die älteste Ecke des Friedhofs werfen, das mystische Inferno, welches im nordöstlichen Teil liegt. Die Zeit hat Spuren hinterlassen auf den simplen Bauten, den Sarkophagen, Pyramiden, Obelisken. Der älteste Grabstein, der auf das Jahr 1809 zurückgeht, wurde für den tschechischen Musiker Ivan Galina gebaut. Die später errichteten Bauwerke sind in diesem Teil von Klassizismus und Biedermeier geprägt. Einzigartig wurde der Varaždiner Friedhof erst durch die Vision von Hermann Haller, der im Jahre 1905 die Stelle des Verwalters einnahm. Indem er den Park formte und leichten und beruhigenden Linien den Vorzug gab, bereicherte Haller den Platz auch dadurch, dass die Bauwerke und Gräber in geometrisch angelegte Grünanlagen und Büsche eintauchten. 30 Jahre später vermerkte Haller in dem Artikel über die Idee eines Friedhofparks: Der Varaždiner Friedhof ist wie ein Blumengarten voller Sommerhäuser, in der Lage, denen, die wir vermissen, ein neues Heim und den Hinterbliebenen einen Ort, an dem sie sich entspannen und wohlfühlen können, zu bieten. Hallers Vision eines einmaligen Naturparks, in dem er ebenso ruht, hat würdige Nachfolger und den Gräbern mangelt es nie an frischen Blumen. Nicht weit vom Grab Hermann Hallers wurde ein anderer berühmter Bürger Varaždins, Ivan Padovec, im Jahre 1883 begraben. Er hinterließ in der europäischen Musikszene Spuren als Komponist, Lehrer und Gitarrenbauer. Die ersten Gerüchte über die Schönheit von Varaždins letzte Ruhestätte wurden in Europa im Jahre 1923 laut, als die Stadt eine prachtvolle Beerdigung vor Vatroslav Jagič vorbereitete, einen weltbekannten Wissenschaftler, einen berühmten Philologen und einen der Begründer der slawischen Studien. Nur indem wir die Vergangenen mit den heutigen Bemühungen verbinden, können wir Möglichkeiten für zukünftige Errungenschaften schaffen, sagte Krešimir Filić. Dessen Lebenswerk ist der Beispiel für sein eigenes Motto, gedacht für diejenigen, die erst kommen. Er ist der vielseitigste Kulturarbeiter Varaždin im 20. Jahrhundert und einer der Gründer des Stadtmuseums und sein langjähriger Verwalter. Dichter und Maler sind Kinder der Einsamkeit, der Stille und der Ruhe. Miljan Kostančić, der seine ewige Ruhe in der Natur des Friedhofs gefunden hat, malte, wie er selbst sagte, Regionen verlorenen Seelen. Auch Ivo Režek, einer der wichtigsten Vertreter der klassischen Tradition in kroatischer Kunst des 20. Jahrhunderts, ruht hier. Alles ist ein grüner Kreis, geschlossen von Schweigen, ist ein Vers von Zvonko Milković, ein Dichter der heimischen Motive und fast sakralen Schweigens, Taubheit und Einsamkeit. Er
er ruht neben einem Autor von patriotischen Theaterprologen aus dem 19. Jahrhundert, Wladislaw Vežić. Der kroatische Maler, Bühnenbildner und Kostümbildner Paul Vojković ruht mit seiner Frau, der Schauspielerin Milan Nučić-Vojković, in unserem Friedhof. Beide haben Spuren im Varaždiner Theaterleben hinterlassen. Goran Merkaš, ein zu früh von uns gegangener Maler, Bühnenbildner und Theaterbeschäftigter, ist untrennbar mit dem Theater und der kulturellen Identität Varaždins verbunden. Sowohl als angesehener Grafikkünstler als auch als Autor von Theaterplakaten interpretierte er auf provokative Weise die Realität an der Grenze von Ironie und Groteske. Tomislav Liplin ist ebenso in seiner Heimatstadt begraben. Er wird als Autor und als langjähriger meisterhafter Darsteller des kaukasischen Dialekts in Erinnerung bleiben. Kai, der lokale Dialekt, war auch eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für den kürzlich verstorbenen Dichter, Komponisten und Theaterkomponisten Dragutin Novaković-Charle. Mit den Klängen seiner Musik aus Hofmannsthals Jedermann erinnern wir uns auch an Kolja Popović, einen Theaterschauspieler und Dichter, der bemerkte: Ich habe einen Vers für meine Kinder geschrieben, in dem ich ihnen sagte, sie sollen das Leben ohne Trauer leben, obwohl es kürzer als die Ewigkeit ist, über die wir nichts wissen. Indem wir unseren Spaziergang von Ruend beenden, der Arbeit des Bildhauers Anton Augustinčić, verabschieden wir uns von jedem, der nicht genannt wurde, bekannt und unbekannt, ruhend in dieser Oase der Ruhe, wo Vergänglichkeit sich zurückziehend in die Gegenwart von wiedererlebten Erinnerungen bis zur Ewigkeit reicht.